Guten Abend, Kölle. Herzlich willkommen zu Kölsch und Jod. Und im Studio ist Holger Quast, eine Jode Jung. Er kommt aus Düren und möchte in Köln im Fasteloven durchstarten. Und bevor er es auf dem Vorstellabend versucht, will er Köln, seine Traumstadt, erstmal beim Köln-Marathon hautnah erleben. Warum, Holger, beim Marathon in Köln? Ja, also erstmal warum Köln? Weil Köln die Stadt ist, die mich schon seit jeher begeistert und fasziniert, gerade am Karneval. Und der Marathon, den habe ich schon einmal als Halbmarathon ja mitgemacht. Da war die Stimmung super wie am Karneval und erstmal erwarte ich da beim Marathon mindestens dieselbe Stimmung und es ist ja auch wie im Karneval, ich gebe eine Leistung, die sollte im Idealfall bei 100% liegen und so will ich das Karneval auch machen. Also glaubst du, dass die Leute oder dass du schon etwas aus der Reaktion der Leute für deine Auftritte lernen kannst? Ja, ich denke schon. Also Marathontraining ist eine intensive Vorbereitung. Ich bereite mich jetzt auf mein Projekt Karneval in Köln seit über einem Jahr vor. Aha. Und es macht einen Riesenspaß und wenn man gefinisht hat beim Marathon, dann ist auch eine große Freude da und ähnlich ist es meistens auf der Bühne auch und hoffentlich auch in Köln dann mal. Wir drücken natürlich die Daumen. Du hast gesagt, du bereitest dich seit einem Jahr vor. Das heißt, du hast auch schon mal auf 1 oder 2 Bühnen gestanden. Ja, das ist richtig. Also auch hier in Köln am Tanzbrunnen bei Leines Talentprobe habe ich mitgemacht. Was nicht einfach ist. Das war auch so die Initialzündung. Also ich habe mich da beworben und die Stimmung war grandios. Einmal im Sommer und einmal am Karnevalsfreitag. Da war es natürlich noch ausgelassener und da hat es auch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht und noch ein bisschen mehr gezündet. Was hast du da gemacht? Also ich habe da als einziger ein Karnevalslied gesungen am Karnevalsfreitag, nämlich Schenk mir dein Herz von den Höhnern und hatte da ein bisschen Bammel, weil man sagte mir auch gerade freitags, Karneval, haben die genug Karnevalslieder gehört, aber die Hütte brannte, also es war toll. Und das hat dir so den Stoß gegeben zu sagen, jetzt mache ich weiter, jetzt mache ich es professionell irgendwann? Ja, es waren so verschiedene Aspekte. Man hat es mir gesagt, aber das sagen die Freunde ja immer, die so höflich sind. Deswegen habe ich mich jetzt hier auch in Köln bei der KU ja beworben, weil da ist wirklich Objektivität, Kritik und Feedback angesagt und das tut gut, auch die Anmerkungen zu Verbesserungen und ja, ich hoffe, dass das wirklich weiter so einen Spaß macht, wie es momentan macht, ja. Also es war einer der Titel, die mir auch am leichtesten gefallen sind, weil wenn man so durchs Leben geht und sieht, wie die Leute die Tage manchmal so abarbeiten, denkt man sich ja oft, Mensch, wenn die Leute mal den Tag genießen würden und mal nicht an morgen denken würden und mal einfach auch ein bisschen feiern und ja, der fiel mir leicht und der passt natürlich zu vielen Situationen im Leben. Das ist ja auch immer gut. Du wirst auf jeden Fall als Solist auf der Bühne stehen, das ist der Plan. So ist der Plan, genau. Jetzt haben wir ja gerade den Marathon schon erwähnt. Wie wichtig ist denn eigentlich Fitness überhaupt jetzt auf der Bühne? Was erwartest du, wie viel Fitness du brauchst, wenn du irgendwann mal regelmäßig auf der Bühne stehst? Ja, ich denke schon, dass Fitness, auch wenn man die Kollegen der Bands und die Büttenredner so hört, Fitness ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch wirklich durchzuhalten. Also es ist keine Feier, sondern man muss da wirklich fit sein auf der Bühne, um auch abliefern zu können. Und wie fit fühlst du dich? Ich fühle mich eigentlich momentan, wir waren eben noch laufen und haben gesagt, so jetzt könnte es eigentlich losgehen. Ich fühle mich fit, ich fühle mich bereit. Er könnte Bäume ausreißen. Was erwartest du generell von dir und von deinem Abenteuer Kölle? Also ich würde mir wünschen, dass meine Musik den Leuten gefällt, dass meine Auftritte bei den Leuten ankommen, dass für mich in Köln irgendwo eine Nische gefunden wird zwischen den ganzen Bands, die da schon umher singen. Und dass es mir weiter Spaß macht, das ist das Allerwichtigste. Wir haben gerade schon über deine Kölner Vergangenheit mit Leines gesprochen. Wie groß ist denn die Vergangenheit in Düren eigentlich? Ja, also Düren, klar, der Karneval ist mir in die Wiege gelegt worden. Also ich bin von klein an in meinem Heimatort in der Gesellschaft als aktuell 2. Präsident, als Kommandant der Funkengarde, auch als Sänger schon seit über 20 Jahren unterwegs, aber konnte halt den Traum mit den eigenen Liedern bisher nicht umsetzen, weil das halt eher so eine Nummer für Köln ist. Wann werden wir dich zum ersten Mal in Köln sehen können? Ziemlich bald. Ziemlich bald. Am kommenden Donnerstag schon, am 4.9. ab 20 Uhr im Severinsviertel im Schäfke bei der Show im Wiedel.